wir sind ja gar nicht vor der Arena. Aber er hat doch gesagt, ich weiß sehr genau, was er gesagt hat. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Oh ja, die Arena muss ein bisschen warten, weil wir haben ein Date mit der Dame mit roten, gelben Schuhen. Okay. Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ja, Petra Fakt. Ja. Könnt es nicht googlen. Ich erforsche Fossilien. Du hast ein paar Fossilien, würdest du mir mal zeigen? Bitteschön. Also mit welchem Fossil glaubst du, meine hohen Standards zu erfüllen? Vogel. Und mit welchem Fossil willst du mein unstillbares Wissen wecken? Drachen. Soll ich das Vogel zusammen mit dem Drachen in einen Pokémon zurückverwandeln? Ja! Na schön, sehen wir doch mal, ob wir das Rätsel dieser Fossilien lösen können. Und zwar geht's in Schwert und Schild. So, das hierhin und das dorthin, ja, so ist gut, das sollte passen. Nicht 2, sondern 4 Fossilien. Say what? Say what? Jetzt gibt es vielleicht 4 Pokémon. Ja, aber was für 4 Pokémon? Mission abgeschlossen. Offenbar war die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Pokémon nur Zeiten durch die Galar-Region gestreift ist. Pass gut auf es auf, ja? Lektragon erhalten. Und zwar gibt es immer 2 Bärli Köpfe und 2 Bärli Körper. Jetzt tust du den Kopffossil mit dem Körperfossil zusammen und plopp, du hast ein neues Pokémon. Jetzt sind Vogel und Fisch, ich glaube, Körper und Drache und das andere Köpfe. Darum ja. Gibt es eine bunte Mischung in unserem Fall? Das Ding da, Lektragon. Leck ist das hässlich. Lektragon, Fossil-Pokémon. Mit seinen kräftigen Muskeln in seinem Schwanz erzeugt es Elektrizität. Sein Oberkörper ist im Vergleich zu seinem Mutterkörper zu klein. Elektrodrache, kein Gestein. Das erste Fossil, wo kein Gestein-Pokémon ist. Lektragon. Einmal bei PC. Wir sind nämlich noch nicht fertig, weil, wenn ihr schlau sind, wisst ihr, es gibt 4 verschiedene Kombinationen. Und die werden wir alle ausprobieren. Mit dem Vogel und dem Paddel. Soll ich Vogel oder Paddel? Genau, Vogel und Paddel geht nämlich zusammen Folgendes. Das ist Lektragon, sondern Lekryodon. Lekryodon, okay. Das sieht so aus. Ihr seht den Vogelkopf wieder und den Körper vom, was auch immer das für ein hässliches Ding ist. Lekryodon, Fossil-Pokémon. In der Urzeit lebte es am Strand und konnte mit seinem kalten Körper Futter haltbar machen. Es starb wegen seiner trägen Bewegung aus. Ja, ist verfroren auch. Oh, das geht die Box. Hey, Gesundheit. Es hat so den Schnupfen gehabt. Wir sind immer noch fertig. Wir haben ein paar Fossilien. Das müssen wir einen Fischkörper, also Fischkopf, mit einem Drachenkörper kombinieren. Mal schauen, was wir bekommen. Ist jetzt der Kopf viel zu gross? Oder wie muss man das vorstellen? Okay, ich kann mir nicht gut vorstellen, dass Pokémon blablabla. Peskragon. Pesk vom Fisch und Dragon, Drache, Peskragon. Ist. Eine Fischbanane? Was? Für Peskragon ist er nicht. Also, mir gefällt das übrigens nicht so ganz mit den Fossilien. Ich finde es zu weird. Peskragon, Fossil-Pokémon. Seine außergewöhnlich kräftigen Beine lassen es zwar über 60 km/h schnell laufen, doch atmen kann es nur unter Wasser. Wasserdrache. Okay, interessant. Ich glaube, das sind übrigens alle Level 10, weshalb ich sie noch nicht wieder einsetzen, aber sie müssen zuerst all ins Camp. Ich habe noch ein Fischfossil und ein Paddelfossil. Na, wenn die nicht ähnlich sind. Fisch, Paddel, Wasser. Gibt es jetzt ein Wasserdrachen nochmal? Pescryodon, nein, ein Wasser-Eis, nehme ich an. Yes. Oh. Für Pescryodon wurde ein Erdegeburtex angelegt. Pescryodon, Fossil-Pokémon. Kein Angriff konnte seine Gesichtshaut verletzen, doch es war in seiner Atmung eingeschränkt und starb daher aus. Wie immer aus Wasser-Eis, genau, richtig rote. Oh, du gehst in meine Box. Gut, das ist nicht das einzige neue Pokémon, das wir heute werden sehen. In meinem Team befindet sich ebenfalls noch ein anderes.
Werden wir aber erst nachher sehen. Jetzt geht es zuerst einmal zurück nach Passback, zum endlich, hey, unsere Arena-Challenge vorantreiben. Mit dem Velo. Zuerst noch schnell schauen, was... Schnell schauen, ob wir ein paar TMs beibringen, aber dem ist nicht so. Okay, ich würde sagen, mit den Leuten haben wir alles geredet. Wir sind ready für unsere Arena-Challenge. Willst du unsere Arena-Challenge versuchen? Ja? Oh, okay, dann zieh dich bitte in der Umkleidekabine gleich dort drüben in die Uniform an. Okay. Mit neuem Elan und neuer Uniform sind wir bereit. Wie wären dann zweiten Nummer 4? Ich habe einen Namen. Gut, das ist nicht viel besser, aber hey. Ohne Teil ab ist ein Name. Geist. Ah. Okay. Ein Flipperkasten. Geist-Arena ist also genau gleich aufgebaut wie eine Kampfarena, wo an dieser Stelle im Pokémon Schwert sich befindet. Im Pokémon Schild haben wir einen Geist, im Pokémon Schwert Arena ist Kampf. Aber genau gleich aufgebaut. Ja, zumindest sind die inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Taste und versuchst ein Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch der Fahrtgeschäfts vor. Wenn der Kontrollstick im Uhrzeigersinn rotierst, drehst du die Taste rechts herum. Rotierst den Kontrollstick nach links, streckt auch die Taste diese Richtung ein. Sollst du mit der Wand zusammenstoßen, kannst du dich in ein geschicktes Rotieren wieder von ihren Beinen und Kurs auf den Ziel nehmen. Mit diesem bisschen Übung konzentriere bestimmt bald raus. Keine Ahnung, was der gelabert hat, aber ich würde sagen, wir steuern die fliegende Untertasse einfach mal richtig Ziel. Tres, dos, unhe. Oh, verdammt. Okay, aber der Parkour, aua, ist ein bisschen, aua, anders als der in der Kampfarena, aua. Und ich habe das Gefühl, das Ding ist dann simpel. Ja, wird schlecht. Aber ich bin im Ziel. Und kämpfe bereits gegen meine erste Trainer. Hey! Er hat zu viel an der Teetasse geraucht und den Arena-Challenge schleudert wild umher. Er hat doch gedreht gesagt. Ja, so gewusst. Knitzig lustig, bin aber nicht. Irena Soll. Ireneus. Was ist das für ein scheiß Name? Wenn jemand so heißt wie ich, sorry zusammen, aber ich noch nie Ireneus gehört. Ich bin natürlich voll im Vorteil. Mit meinem Cleoparda. Gegenstoß wirkt doppelt, wenn der Gegner zuerst angegriffen hat. So langsam wie ihr Biss allerdings ist, wird das nichts. Einmal. Zweimal. Ah, das langt. Ja, perfekt. Neuer Gegenstoß, bitteschön. Cleoparda und Dampf. Sehr gut. Das ist mein aktuelles Team, mit dem werden wir die Arena rücken. Paragoni, wir machen weiter. Mit Cleoparda. Gegenstoß. Ja, mir mangelt es momentan noch ein bisschen bessere Attacken. Darum muss der Gegenstoß auslängen. Ich versuche noch möglichst meinen Pokémon keine TPs beizubringen. TM, ja. TP, nein. Ja, so nicht, wo man die TPs einfach aufsparen, damit man sie nur einmal einsetzen kann. Ein bisschen doof, aber ja. Ihr bist nochmal. Ja, Cleoparda macht das gut. Macht das weiter. Ich hoffe, ihr versteht das. Beim Champ und so weiter, der letzten Kampf, da tun wir dann noch TPs auch ausrüsten. Oder? Nein. Ich werde das Spiel durchspielen, so wie Gott es gewollt hat. Mit keinen zusätzlichen Attacken. Außer TM. Aber, let's be honest here, die TMs sind schrecklich. Okay? Keine einzige gute bis jetzt, außer Naldrakete vielleicht. Die TPs sind allerdings super. Naja. Der erste Grufti einmal erledigt. Und mit uns Pokémon wie wir wechseln. Knackleon. Hey, Pumpkin. Nehmen wir mit, merci. So.
Zweite Runde. In der fliegenden Untertasse. Ich glaube, die Hände sind dafür, dass es, genau, wenn ich vergeben habe, wie jetzt. Bumm! Zweiter Versuch. Bumm! Oder ich brauche es dann einfach aus. Bumm! Aus. Scheiße! Ja. Schloss. Was für ein Wort suche ich? Da darf die Feder halten. Plong. Egal. Zweiter Kampf gegen zweiten Dude. Wieso das so einfach? Links herum und rechts herum, so dreht sich dein Kreis sich viel Diplom. Wirbel, Wirbel, fliegt im Kreis, dreht sich mir auf meine Weise. Also der Rapper-Gott ist nicht. Ich natürlich auch nicht. Sophie, das ist mal der Name. Oh. Das Geister-Corazon. Habe ich auch noch nicht. Knirscher, Knackleon. Galar-Corazon. Wird jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger, wer weiß, wo das andere Corazon wird, ist, naja, ein bisschen in Vergessenheit geraten, in die Unwichtigkeit gedrängt wurde schon fast. Was soll ich sagen? Naja. Niemand hat das Corazon gebraucht oder wollen. Aber jetzt könnte es spannend werden, weil, meine Damen und Herren, Corazon Galar hat eine Entwicklung. Und die schnappen wir uns. Irgendwann ist. Noch nicht jetzt. Erstmal Corazon erledigen. Jawohl. Jetzt sieht es aber um mein Knackchen und schon nicht mehr so gut. Das muss es aber auch nicht. Okay, es ist ein von Pokémon gewesen. Geil. Okay. Nächster Pokémon-Wechsel. Was Kleopatra ist. Jetzt hast du schon wieder etwas mitgenommen. Willst du so dringend kämpfen? Also los. Ich wollte dich hindern. Pumpkin, gib Gas. Es hat sich ja förmlich aufgedrängt. Abbiegen. Naja, nicht verpassen da. Wow! Das war unfair. Das hier links drehen, bevor ich wieder rechts drehe. Da komme ich im Leben nicht rüber. Ergo. Da links drehen. Uff. Ganz runterlockieren. Boom! Und gerade rechts halten. Hui! Plopp. Lenkt. Links, links, links. Nein, nein, nein. Genau das wollen wir verhindern. Oh! Geil. Du musst gar nicht müssen machen, lol. Der nächste und vermutlich letzte Kampf. Du bildest dir also ein, du wusstest über die Schwächen von Geister-Pokémon Bescheid, Ja, ziemlich. Geist sauber sowie Unlicht. Nummer 2. Sehr wenig. Alpolo. Mit dem kommen natürlich noch zwei Schwächen hinzu, nämlich Psycho und Boden. Wegen seiner Gift. Siidät. Wegen seinem Gifttyp. Könnte aber auch Schwebe haben und dann würde Boden nichts ausmachen. Aber hey, oh fuck. Tschüss Pumpkin. Na gut, das ist nicht so stark. Nochmal Schattenstoß, Pumpkin. Und das Alpolo ist erledigt. Gut. Cool. Pumpkin Level 32. Samenbomben. Oh yes, please. Statt Egelsamen. Was braucht schon Egelsamen? Ich hätte eigentlich für Dings Kugelsaat, aber ist beides gut. Triebzeppeli. Oh, ich mache weiter mit Pumpkin. Hat zwei Typ Flug, sprich zu seinem Geist-Unlichtschwäche kommen hinzu Elektro-Eisgestein und Elektro-Eisgestein. Das war's. Elektro-Eis und Gestein. Ziemlich viel. Ja, du musst Konfusstrahl machen, weil sein Flugtyp ist stark gegen meinen zweiten Pflanzentyp. Darum bin ich ein bisschen, naja, vorsichtig Faserakrobatik einsetzen. Okay. B muss ja vor Finalschlag in Acht nehmen. Die Fähigkeit, dass wenn er wenn er besiegt wird, dass er mir noch einen mitgibt vor dem Tod. Nochmal bitte. Okay, nein, Phantomkraft. Phantomkraft ist stark. Es verschwindet, um nachher anzugreifen. Und das ist ein starker Angriff, 90 Stärke. Darum kann ich mit Pumpkin jetzt raus und mit Mauzi angreifen.
Warum? Malzi ist Typ normal. Ja. Und er kann angreifen, wie er will. Jetzt kann ich mit Biss oder Gewissheit angreifen. Biss. Malzi, Biss. Nein, noch nicht ganz. Ist aber völlig okay. Ist nicht mehr verwirrt. Ah, es hat Sortery, ich habe gewonnen. Horter, wie ihr wisst, tut ja pro Einsatz von Horter tut er, naja, einen Zähler aufbauen. Und mit Attacken Entfessler und das andere. Verzehrer, glaube ich, ja. Tut er die entweder sich heilen oder mir Schaden zufügen. Aber so wie kommt es gar nicht. Schmalz aber 32, Kleiderstein, nein. Simona 32, perfekt. Der Reggie ist besiegt. Ja, ich bin klar im Vorteil gewesen. Reiner Wissensvorteil habe ich noch mal gehabt. Vom Chin weg und die Bunna Makabaya haben es noch nicht probiert. Makabaya als zuerst. Okay. Puh, geschafft. Ziel erreicht. Du hast die Mission erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht's gegen Neo. Noch ein epischer Himmel. Geiler hinlaufen. Achtung. Horror Kid. Hey Dude. Ich bin Neo. Fangen wir an. Der Dude ist creepy. Ins Publikum ruhig. Aber nicht lang. Da leitet der Neo vor dort raus. Makabaya, hey! Oh, ich habe ein Makabaya. Mal schauen, wer es stärker ist. Okay, epische Musik. Gegnerische Makabaya setzt Bürde ein. Guess what? Ich habe genau das gleiche vor. Allerdings ist seine Bürde etwas stärker als meine, was mich anschießt. Bitte nicht Bürde, Bürde natürlich blockiert worden. Der Bastard hat es gewusst. Weil ich habe jetzt nicht mehr gross angegriffen. Ich muss einen Hit tanken. Malzi! Go for it! Kleines Malzi, du schaffst das. Es hat die Bürde nicht. Perfekt. Der Plan ist aufgegangen. Gewissheit. Sehr gut, sehr gut. Ich kann jetzt rastlose Seele und mitnehmen, ist aber voll okay. Aussetzer. Perfekt. Mein Plan geht auf. Mein Plan geht auf. Er hat meine nutzlose Gewissheit blockiert und ich kann mit Biss frei angreifen. Wie foolish. Kleopatra 33. Gut. Mimikma. Ah. Jetzt wieder schauen, wie fies ich wieder mal bin. Snipuna, das ist nämlich noch gar kein Auftritt gehabt. Mimikma ist Feengeist. Das erste Pokémon von dieser Kombination. Das zweite ist jetzt mit Bemon rausgekommen. Feengeist. Aber vor allem, was es besonders macht, ist seine Fähigkeit Kostümspuk. Der erste Angriff auf Mimikma ist nämlich nutzlos. Was ist aber, wenn ich mehrere Angriffe starte? Prügler. Okay, mit Kohlraub jetzt mal meinen Angriffswert absetzen. Ist okay, kann ich mitleben. Prügler. Der Kostümspuk gewirkt. Der erste Angriff ist das Geräusch absorbiert. Haha, aber Prügler greift noch 5 weitere Mal an. Mit dem hast du nicht gerechnet. Okay, ein Volltreffer, geil. Ja, jetzt habe ich glaube ich erwischt mit mir gemacht. Prügler greift so oft mit einer Stärke 10 so oft an, wie ich Pokémon habe und nutzt dieser Pokémon seine Angriffe, glaube ich, mit Misnibuna.
Jetzt hat der Kostümspuk gebrochen ist. Ich greife aber nicht mehr die Prügler an, weil es ist nicht allzu stark. Sonst. Und mein Metallklaue ist auch nicht stark, aber immer sehr effektiv. Und meine Abwehr, mein Angriff steigt. Yeah! Warum steigt mein Angriff? Egal, ich nehme es. Guck mal, okay, er geht wieder runter. Hey, jetzt bin ich wieder auf minus 1 im Angriff. Ist aber voll okay. Oh, es hat verfault. Oh. Da mein Angriff jetzt auf minus 1 ist, benutze ich mal Eissturm. Weil es speziell ist, obwohl es nicht nur speziell jetzt nicht gerade eine Granate ist, muss man sagen. Aber die Initiative von mir mit dem Ding jetzt senkt. Oh, Schlitzer. Oh, stark. Natürlich ein Vortreffer. Gut, Schlitzer hat eine die Chance, ein Vortreffer zu werden, darum kein Play mehr. Egal, nochmal eine Metallklaue aufs Mimikma. Warum ist das sehr effektiv? Weil wir immer ein Stahl und so weiter. Sehr effektiv. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Sandsturm. Nein, ist gut. Makabaya 33. Okay. Das letzte Pokémon. Korgason. Ist das letzte? Ich weiß gar nicht. Ich benutze aber wieder mein Mauzi. Wow! Was du jetzt weiter siehst, ist einzigartig auf diesem Kanal, weil es wird aber kein zweites Mal passieren. Das Mauzi ist ein ganz spezielles Mauzi. Korgason ist die Entwicklung von Corazon, die ich bereits mal erwähnt habe. Das ist nicht das letzte Pokémon. Okay. Egal, ich zeige euch jetzt gleich. Mies. Dynamax Mauzi. Ihr meint jetzt, es ist einfach nur ein Mauzi, das grösser wird, weil Dynamax Mauzi. Ihr Amateure. Es ist ein Giga Dynamax Mauzi. Miau, miau, miau. Wie hässlich es ist, Mann. Es wird einfach länglich wie eine Wurst. Eine verdammte Wurst greift jetzt an. Aber es ist halt Giga-Dynamaximiert. Was es genau auf sich mit der Giga-Dynamaximierung werden wir in einer weiteren Folge noch anschauen. Aber offensichtlich ist es eine ganz spezielle Variante von einem Dynamax-Pokémon. Corazon nimmt die Hälfte seiner KP und stirbt. Und verleiht mein Mauzi mit einem Fluch. Was jetzt alles genau stärker ist an diesem Mauzi, weiss ich nicht. Ich nehme einfach an, der Angriff ist wieder stärker. Und jedes Giga Dynamax Pokémon hat eine ganz bestimmte Attacke, wo eine Giga Dynamax Attacke wird. Ich glaube, beim Mauzi ist das Zahltag, wo nicht mehr zu einem Dyna-Angriff wird, was sonst eine normale Attacke wird werden, sondern Giga Münzregen, genau da. Eine normale Attacke, die nur Beginner Giga Dynamax Mauzi einsetzen kann, verwirrt Gegner und bringt nach dem Kampf Geld ein. Das tut man nicht, wir sind in einer Geisterarena. Gengar, Giga Dynamax, tauch alles in Dunkelheit. Ja, auch Gengar ist so ein Dynamax-Pokémon, das eine ganz spezielle Form erreicht. Giga Dynamax Gengar. Wie aus einem Albtraum, ist es nicht so? Ein Albtraum Hüpfburg. Wie hässlich. Ja, die meisten Giga Dunkos. Wieso zieht mir das etwas ab? Ah, Unlicht, ja gut. Das war auch finstere Aura gewesen. Shit. Giga Dynamax Mauzi wird wohl sterben, aber nicht ohne sich zu verabschieden mit Giga Dynamax Dunkel, Dingsbums. Ja, Mauzi wird sich vor der Bühne verabschieden. Allerdings haben wir es mal gesehen, wie Giga Mauzi aussieht. Zuerst und letztes Mal. Jetzt hole ich mir den nötigen Vorteil mit... Ich versuche es mit Makabaya. Ich versuche nicht Makabaya. Ich will unbedingt, dass es noch Level 34 erreicht. Ja, wird zwar auch nicht. Aber ja, Makabaya greift an mit Bürde. Da kommt auch zuerst dran. Giga Spucksperre funktioniert wie Wegsperre. Es gibt kein Entkommen. Giga Spucksperre ist das neue spezielle Gengar. Wow. Ja, jetzt fängt das grosse Sterben an. Habe ich mir schon gedacht. Ich muss Pumpkin nehmen. Das soll ich verhindern. Ich muss Pumpkin nehmen.
Aber ja, klar, dass es auf Geister-Pokémon sehr effektiv ist, darum ja. Schattenstoß. Mit dem habe ich Prio drauf. Jetzt die Griffe zuerst an. Was, Schattenstoß blockiert? Junge! Na super, mit dem anderen Scheiß mache ich nicht viel. Ha! Aber seine Dynamax-Zeit ist vorbei. 3 Runden haut das Ganze nochmal nach. Und jetzt hilft es nochmal ein kleines, hilfloses Gengar. Und natürlich immer noch schneller ist als Pumpchin und darum das besiegt. Shit. Keine gute Runde, aber hey, ich habe noch Cleoparda, Snibona, Knackleon. Eins von denen wird es schon schaffen. Cleoparda, dein grosser Auftritt. Schaffst du es, Gengar? Ich denke doch. Giftschock ist voll okay. Weil wenn jetzt nochmal eine Unlichtattacke würde einsetzen, würde ich es nicht benutzen sagen. Und hallo? Snibona? Do your worst? Kollege, ich muss noch wenig angreifen, aber der Angriff muss halt sitzen. Prügler. Langt das? Langt doch. Oh doch, langt. Das langt locker, flockig. Snibona ist mein Held. Gengar ist tot. Der Rennen ist, trotz ein paar Verluste, geschafft. So stark bist du also. Vor Schreck wäre mir fast meine Maske runtergerutscht. Ich bin nicht zu unterschätzen. Wow, du bist zu stark für mich. Hier, der Geisterorden. Du bist ein respektabler Gegner gewesen. Mehr aber auch nicht. In 4. Orden. Yes. Jetzt kann alles bis Level 40 fangen. Cool. Man macht weiter so. Vierte. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen die und Helena Versandenkette Gleichzeitig gebe ich diese TM bitte sehr. Sicher Bürde, natürlich Bürde. Was kannst du? Eine Geistattacke. Füge eine Attacke der bei Anwendung das Ziel bedrängt. Fügt den Ziel Schadensproblem und Schaden zu. Oh, und das Andecken eine größere Uniform. Geisteruniform bekommen. Cool. Ich kann alle Uniformen kaufen für sämtliche Typen. Bei der Dame dort. Die kostet aber verdammt sicher viel Geld. Darum machen wir das nicht. Oder zumindest noch nicht. Woll! Okay. Hey. Voldi. Ich glaube, einmal Voldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmten antiken Städte von Passbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Gala zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alter Zeiten mehr zu sein. Was? Ich würde dir die antiken Städte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon eine hilfreiche Denkanstoß gegeben hast, würde mich meine Meinung dazu interessieren. Boom. Warum Boom? Was in aller Welt ist für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Städte? Ich glaube nicht. Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Voldi. Voldi. Okay, ich gehe mich schnell heilen. Ich muss mich heilen. Nö. Oh, mal hat einen Mondstein gefunden. Wurde gut. Geil. Merci, Marzi. Ja. Ich würde sagen, ihm nach. Oder? Ihm nach? Ja, ihm nach. Ihm nach, es nach. Hishi, it nach. Mama, gehen wir ihm nach. Betis mit einem künstlichen Elefant. Künstlerisch so. Reiß alles an, hör erst auf, wenn wir auf den letzten Wunschstern gefunden haben. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mit Dankbarkeit überschütten wird. What the fuck bist du? Patinaraya. Direkt Patinaraya, was verstehst du nochmal? Patin von Painting und Naraya für Elefant? Keine Ahnung. Das mag ich selber, das alles wirklich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihren Wunschsterne suchen zu dürfen. Patinaraya. Wenn ich mit außer gegen Betis kämpfe, mein Team ist einigermaßen gut, dafür größter Glaub. Ach, Sila. Wir nehmen die gleiche nochmal. Nicht du schon wieder.
Ja, ich verstehe schon, dass hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen und die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Nee. Ein perfider Plan, das muss ich dir erlassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und der Präsidenten, ist das klar? Und der Präsident persönlich. Pokémon-Trainer Petis fordert dich heraus mit einer geileren Mucke. Na gut. Mythodos. Hm. Knackleon. Schaffst das? Mit Knirscher. Konzentration. Gegen physische Attacke. Shit. Knirscher ist so eine physische Attacke. Aber seine Abwehr sinkt? Yes. Das heißt, mein nächster Knirscher ist alles. Also, wird lange. Nochmal Knirscher. Er wird schneller sein und Psystrahle setzen. Okay, das überlebe ich. What? Das war mir ein bisschen zu knapp, Kollege. Mythodos. Muss ich auch noch fangen. Aber ich habe es geschafft. Das nächste Pokémon wird Primano sein. Wechseln wir aus. Primano, ist das schon die Entwicklung? Uiuiuiui. Das ist jetzt wieder Kleopardei. Wie gesagt, mein Knackklon kann definitiv nicht mehr kämpfen. Primano ist tatsächlich schon die Entwicklung. Hui. Schicker Hut. Psycho 4, glaube ich. Gegenstoß. Ja, immer noch keine beste Attacke für Kleopatra, aber naja. Das ist wenig. Zauberschein, das wird viel. Tschüss, Kleopatra. Ja, musst du halt so schwach sein, Kleopatra? Du musst halt so schwach sein. Der Zauberschein ist direkt gegen mein Unlicht-Pokémon, wie zum Beispiel das Nibuna ist. Darum nimm einen Pumpkin. Außerdem ist Pumpkin, finde ich, ein bisschen nützlicher aus. Naja, das andere. Schattenstoß. Als Kleopatra, genau. Ja, ist immer noch nicht gut. Schattenstoß ist 40, 60, 120er Stärke, genauso stark wie Samenbomben. Da musst du jetzt echt keine Rolle, welches ich einsetzen. Ich hätte eine kleine Chance, dass Kugelsatz stärker wird. Ja, eine kleine Chance. 125, 52, 3, 4. Ich muss 4 mal treffen, glaube ich. Ja. Nein. Mal. Shit. Lag das? Ja, ich probiere es einfach. Kugelsatz. Oh shit. Ja, aber das ist voll okay. Das ist voll okay. Das ist voll okay. Ich müsste 5 Mal treffen, dass es stärker wird, oder? Oh nein. Ah gut, Volltreffer. Nie, danke. Es wäre eigentlich 25, ist 37, 5, 4, 200, 3 Mal muss ich treffen, damit es stärker wird. Ich bin schnell, oder? Nein, ich weiß nicht, ich muss nicht riskieren. Schattenstoß. Das habe ich gewollt. Gut. Knackland 33. Perfekt. Hypnomorba, das Konzept. Das steigt gleich auch noch. Aber Junge, der macht mich ein bisschen fertig da. Versuch's. Makabaya. Trickschutz. Schützen und Missionen machen nicht unser Schadensattacke nach der Attacke die Schaden verursachen. Ja. So eine Art Verhöhner. Würde. Druckträne. Spezialverteidigung sinkt stark. Scheiße. Ja. Mit der Geschlechtsspezialverteidigung kann ich da nicht viel ausrichten. Das Nibuna. Es ist kein Fee-Pokémon, es hat glaube ich auch keinen Zauberschein, es wird eh mit Psystrahl angreifen. Darum glaube ich bin einigermaßen geschützt mit Nibuna. Der Psystrahl kommt schon mal und hat keine Wirkung auf Nibuna, weil Psycho keine Wirkung hat auf... Was bin ich? Unnötig, genau. Prügler, los! Klapp. Einiges, das ist vom Nibuna. Und zweimal.
Tot. Prügler ist stark. Sehe ich jetzt. 3-mal drauf. Langt. Dankeschön. Und der letzte wollte ich eigentlich mit Makabaya machen. Ponita. Ist das jetzt Psychofee oder Psychonummer? Oder Feuer? Nein, eben nicht. Ist Galar Makabaya gegen Sis. Galar Ponita. Ein schönes Pokémon. Zuckerwättli. Aber ist das jetzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Setzt sie mal Bürde, Agilität, es macht sich schneller und tut seinen Fluchtwert erhöhen. Initiative steigt stark. Es war eh schneller, darum nützt das ihm nichts. 3-mal Bürde muss ich haben, ist nicht gut. Ich hätte jetzt auf 2-mal gehofft. Wie oft braucht der Psystrahl? Auch 3-mal. Das ist okay. Ich habe einen Vorsprung, weil er dummerweise also für ihn dumm Agilität gesetzt hat und ich habe einen High Roll bekommen. Ihr wisst ja, dass beim Angriff ein kleiner zusätzlicher Wert R mit dabei spielt, wo der Schaden mal 0,0 mal 1,1 rechnet. Oder mal 1, das sind so die 3 Rolls ungefähr. Sprich, ein Angriff kann mehr oder weniger Schaden zumachen. Anrichten nach einem kleinen Prozentsatz. Egal, das muss was falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Hier schlägt ja das zweite Mal. Mein Maus ist nämlich gar noch nicht zum Einsatz gekommen. Wie kann das sein? Warum kommt jetzt ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auswählte des Präsidenten. Ich bin es, der Champ werden besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem in Zukunft Gras anvertraut werden soll. Und trotzdem... Ich höre schon lieber Tschüss. Und die Musik. Bum, 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 bum. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du das Patinara vom President Rose geliehen und ausgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Städte demolieren. Was kümmern Sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben Sie etwa, dass die Herrn Präsidenten mit ihrem Wagemut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Grüne Auge. Betüs, das reicht. Was für eine gute war. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass es gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah ein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Weißt du, jetzt ist er normal und wenn er traurig, im Achten. Es tut mir in meiner Seele weh, aber jemand wie du ist für die China-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Wie wir mit dir verfahren. Ja, das ist ein schockierender Notification für ihn. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich bin disqualifiziert? Damit begehen Sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die China-Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und Sie entscheiden sich in einer Ernst für die schlimmste von allen? Du hast den gehört, Betis. Deine gesammelten Wunschsteine kannst du derweil mir überlassen. Typ ist gefeuert worden. Tut mir leid. Ach, das sind auch Sani und Herrenhab. Was für ein Schlamassel, was? Es schmerzt mich, eine Challenge auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Einige Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daran stets tadellos und fair zu verhalten. Okay. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Als Royce ihn und seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Ich hätte losgegangen und tut eine andere Jacke zu. Was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Nö. Ja, sie geht sogar auseinander. Oh. Die 4 Plakate. Die finstere Nacht. 2 Helden, die sich mit Schwert und Schultern wehren und zum König ernannt werden. Alles kommt zusammen.
Oh nein, die Wandmalerei ist voll ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Das war dann schön natürlich. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ja? Ist dir sonst irgendwas an Statuen aufgefallen? Sind mit Wandteppiche. Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Das stimmt. Die andere steht in Claw City? Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfen das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist das Schild. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Visasi trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stammt für eines der Pokémon und das Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch das Schwert und den Schild erinnern, darum Pokémon Schwert und Schild. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und der Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Kunst ist gut. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. CM75 Durchbruch. Wenn du dich jetzt wieder an der Anhänger-Challenge widmen, sollte ich dir hier keine Hilfe sein. Es geht um eine Fair Belly. Richtig, dann mal viel Erfolg dort. Ich komme 2 Bläpper rüber. Cool. Glauber. Richtig. Wir haben alles hier erledigt. Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Städte anstellt, wie heißt sie noch gleich? Sanja, genau, ist ja der Professor Magdolikas Enkelin. Sie steht da, froxen, sauber. Also fand das Kunstwerk vorher besser. Ja, du hast es ja auch gemalt. Was, es gab einen Helden und das Pokémon war auch dabei? Genau. Naja, halt die Fresse! Mit dem epischen Bild wurde mich aber längst vorher verabschieden. Wir haben wieder mal viel erreicht. Darin Challenge mit mir und not ein Schritt weitergebracht. Ha, das hat es doch noch auf Deutsch fertig gebracht. Und naja, hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei, wenn es heisst Pokémon Schild 22. Wir laufen jetzt dann durch den Wald nach Fairbelly. Die nächste Arena Challenge. Go machen. Machen du sie. Bis dahin. Und. Ciao.